Zeiten ändern sich drastisch. Die Welt von den High-Performance-Sportsvereinen als ein ganz anderer gehen, auf ihr aus der Masse von den Serienmaschinen rauszustechen, als es heute Stars in andere Kaliber, wie das nach 24 Jahren der Fall war. Der neue Mustang Marine Jahrgang 2021 hat also eine reiche Quelle an Komponenten, auf die man zurückgreifen kann. Mit Teilen von einem Bullitt, einem GT 350, einem GT 500 an den sämtlichen Performance-Packagen. Bemeten sich für eine gute Balance zwischen der Strassenmaniere von einem GT und Treckfähigkeit kapabel von einem Shelby. Optisch vernebten sich auch für den früheren Marine-Modelle. Für die adäquate Motivation sorgt durch ein 460 PS, 330 kW starken 5 Liter VR-Motor immerhin 10 PS mehr wie beim GT. Ein maximal Drehmoment von 529 Nm bei 4.900 Touren pro Minute und mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen Sprinten von 0 auf 100 km/h mit der 6-Gang manueller Bord auf 4,8 Sekunden und mit der 10-Gang Automatik auf 4,4 Sekunden. Sowie auch seine maximale Vitesse bei der Gangschaltung bei 267 km/h lädt, aber der Automatik ein bisschen niedrig bei 249 km/h. Aber noch immer mehr sehr wie seine Ausgangsbasis der GT mit seinen 250 km/h. Mehr wie genug für am Hoheitsgebiet von denen deutschen Sportsvereinen mitmischen zu können. Der Marine also auch lieber an zwei Optionen von der Bord. Wie viel schon gesagt, ein 6-Gang Normalbord, die ihr Prof schon auf viele Ford-Modelle bestanden hat. Allerdings mit einer automatischen Zwischengasfunktion und der No-Lift-Schaltoption aus dem Bullitt. Auch der 10-Gang-Automatik auf einen optimierten Drehmomentwandler beigesetzt. An einer stark auf Performance ausgelösten Ajustierung. Unabhängig ob ihn sich für 2 oder 3 Pedalen entscheidet, gibt es dann mal eine Kilung für das Bord, auf für Torsen eine nächste Sperrdifferentialachse, sowie eine verstärkte Bremsanlage. Als ihre Chassis punkte Marine auch mit neu aufgestimmten Adaptivamortiseuren, mit mehr steifen Stabilisatoren sowie auch eine überschaffte Steuerung. Auch mehr größeren Bodenschutz, den sich vom vierten Teil vom Auto gut 50 cm nach hinten zieht, als laut Ford die signifikantesten aerodynamischste Verbesserung Marine. Sie soll die Luftverwirbelung unter dem Auto reduzieren und soll die gute Stabilisierung von der Luft garantieren. Serienmäßig steht der Marine auf Alufelgen, mit dem Mosen 250-40 R19 auf der vierten Achse und mit 275-40 R19 auf der hintersten Achse, und das mit Michelin Sport 4S Gummi. Den ästhetischen Changement im Auto hält sich an Grenzen. Neben denen gegen das Supplement bezahlbar mit schwarzen Streifen gibt es den eigenen Kühlergrill mit einer retuschierten feuchten Jupe, an der mit grossen Luftlöchern angebaut sind. Innen dran ist es dasselbe Spiel. Gegenüber dem normalen Mustang GT erkennt in der Mach 1 serienmäßige Recaro-Sitzer, den Marine-Plaketten sowie dem Schaltknopf aus dem Bullitt. Lostung voren Programm. Der Marine, den Ford Motor Company Belgium uns zur Verfügung gestellt hat eine 6-Gang Handschaltung und hat an der Farbe Grabber Yellow mit seinen schwarzen Streifen herausgestochen. Was mir auch direkt aufgefallen ist, das sogenannte Billen, so identisch mit einem Range-Problem vom Bullitt zu vergleichen. Das Ford mit einer eigenen angepassten Aufgasanlage mit perforierten 110 mm Auspuffräger steuert. Ein Dram von Klang, und spätestens am Treckmodus hilft dieser Klang von Knuppen und von Bradeln die sportliche Flair erfährt. Und dazu muss Alkea beim Zurückschalten an die kurzen Passagen an den Keieren auf der Landstraße. Er schafft diese 4,80 Meter lange Ponycar auch mit einer Steuerung, die zu allen Momenten ein gutes Feedback liefert.
Zum Mols van den Auto ugefangen huet, iwwer die Viehsträder wäch zu rutschen oder den hënneschen Deel vom Auto versicht huet, de Kapper zu verholen. Och heit Dir wenn die Tremax 6-Gangschaltung net vergissen, die auch ein gut erbicht mischt an noch durch kurz präzis Schalten opgefallen ass. Bei dernerseits fir mich eng sperzig Variant war an noch immer Versicht hun am Fettebereich vom VR-Drehzölband zu bleiben. Wat sich dann noch direkt op den Verbrauch vun die 15 Liter op 100 km laut Ford 12,4 Liter bemerkbar gemerkt huet. Wie bei enger Roier Familienert verfuhren ohne Sport an Treckmodus kind ich mir aber vorstellen, wat die 10 Liter Sprit auszukommen. Die Leistung und Kraft a Grip reicht völlig für das sportlich Fuhren aus, und es muss noch kein Rennpilot sein, für den Marine an seinen 3 normalen Fuhrmodussen zu pilotieren. Der Marine hat eine gute Performance, als sportlich komfortabel zu fahren, und nebendran hat er Spaß. Ich auf jeden Fall mit seiner flotter Motormusik auf der Strecke. Auch als sportliche Marine animiert nicht ständig zu vordynamischen Eskapaden. Auch mit Team kann ich gut auf der Autobahn cruisen. Als Fazit in unserem 3D-Test konnte ich feststellen, dass der Marine aber nicht das aufdringlich, lässig und cool Bild von einem Bullitt oder einem GT350 rumgeht. Auch kein Boulevard-Gen von einem McQueen-Tribut sowie auch mit seinem Handling-Package fehlt dem das instinktiv dramatisch von einem Shelby. Wann ich geliebt, lo nicht falsch zu verstehen. Stattdessen fehlt sich der Marine stark einen Mischmaschinen, den aus anderen Modellen zusammengepflegt ist. Und das Resultat ist, dass es dem ein bisschen eine Identität fehlt. Bedenkt den Lo deels den ikonischen Charakter von seinen Vorfahren, ob den sich höflich beziehen soll, wirkte für mich als eine verpasste Chance. Mit Zeiten, die auch changiert.